Hallo und herzlich willkommen hier zu einer brandneuen Folge 7 Days to Die mit eurem Manulu. Endlich ist er das Alpha 11, wir haben lange gewartet. Ich habe einen neuen Mitspieler dabei, der Patschke. Hallo Patschke. Hallo zusammen. Ist ein bisschen, wir haben recht eine neue, grosse Truppe, aber der Spanky war nicht dabei gewesen, darum haben wir nicht aufgenommen, was wir jetzt hier angefangen haben. Aus dem hier, was ihr jetzt seht, wird kein Let's Play gemacht, das gibt es nur ein kleines Let's Show, wo wir nebendurch ein bisschen mit den Sparen ein bisschen im Bauen sind. Und nächste Woche fangen wir an mit einem neuen Let's Play und da fangen wir auch einen neuen Bau an. Also, weil wir sind hier schon so weit, das hat fast keinen grossen Sinn, gell, als Menschen dazu. Nein, das hat keinen Sinn mehr. Aber die Sache ist halt auch die, dass komplett neu anfangen ist auch sehr mühsam, weil du hast jetzt die Level, wo du von null musst anfangen. Du hast am Anfang hast du einen Stone Axe, wo du 30 Mal musst auf einen Baum einhauen, das sind 3 Stone Axe, dass der Baum zusammenbricht. Also. Ja, das ist schlimm, weil jetzt sind ja die Waffen, die du leveln und die ganzen Fire Axe und so, also jetzt hier auch schon eine recht starke, mit der habe ich noch 5 oder 6 Schläge. Mit der schlechtesten ist etwa 12. Also, was braucht etwa 2 Bäume und nachher ist die Feueraxt durch. Also der Patch ist hart im Moment. Aber wir tun euch jetzt heute zeigen, was wir da so gemacht haben. Es werden uns sicher unterwegs noch ein paar andere über den Weg laufen. Die sind da alle ein bisschen verteilt, ein bisschen im Bauen. Ich würde sagen, viel Spass. Also die erste Nacht haben wir den Tinger überlebt in diesem Häuschen dort. Aber da haben wir nichts gemacht, wir haben uns einfach verschanzt und überlebt. Am nächsten Tag haben wir Holz gefarmt und dann sind wir da rauf. Das ist doch Dings, das ist die Pfadi-Gruppe Neversgain. Ja, genau. Als wir hier den schönen Turm da gesehen haben, wir gedacht, bauen uns jetzt uns da mal auf, da sind wir sicher. Aber da sind wir eben auch schon überrennt worden. Aber eigentlich nur, weil wir da unten haben das Zeug nicht weggenommen. So, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Bin ich auch schon angefallen. Weil Geländer kann man kein mehr dran tun, dann würde es nicht sein. Ah ja, was man zum neuen Patch noch sagen muss, man bricht sich die Beine leichter. Wenn du einmal gebrochene Beine hast, dann brechen sie noch schneller. Und du brichst die Beine zum Teil schon, wenn du von Block zu Block springst. Das ist leicht buggy. Ja. Also nicht wundern, wenn dann das Let's Play ist, wenn wir regelmäßig mit Sprints unterwegs sind, weil... Wie gesagt, ich habe mir schon die Beine gebrochen, wenn ich einen Block runtergesprungen bin, ohne zu springen. Also nur mehr okay. Ja, das kenne ich auch. Ich habe mir schon x-mal Zeichen gebracht und Glück ist da keine Statistik dazu. Da, gehen wir da mal rein. Eben die Basis ist eigentlich im Großen und Ganzen verlassen. Weil das haben wir in einer Stunde gebaut, im Großen und Ganzen hier. Und dann haben wir eigentlich nicht mehr gewusst, was machen. Also es ist überall noch etwas drin. Ich noch das Lettertraining-Buch verräumen. So. Oh, noch 63. Das ist satt. Okay. Willst du eine Neuerung zeigen? Ja. Mach mal die rechte von der Waffenkiste hier von der Säule. Die rechte Waffenkiste. Wow, wow, wow. Nice. Also neu gibt es Wooden Bows, hä? Auf einmal. Ja, Was und ist die das für mal neu? Waffenteile auch. Die Waffenteile, ja. Die haben so alle verschiedene Level. Krasser Shit. Ja, es geht jetzt durchs Level, gibt's die Aufstieg bei der Produktion von Waffen und Werkzeugen. Das heisst, bevor da in der Stufe Grau, das ist Faulty, und kann raufkommen bis Stufe Violett, das wäre Flawless. Und man kann herstellen, man kann aber auch die einzelnen Sachen finden. Wenn man dann mal ein Werkzeug hat, das Flawless ist am Anfang, dann will man es nicht verlieren, weil der Unterschied ist jetzt zum Beispiel beim Eisenerz, wo ich in der Mine gesehen bin, du schlägst mit einer Fine Pickaxe, das ist die dritthöchste Stufe, schlägst du ein Blei oder ein Kohlenerz mit einem Schlag ab. Mit Faulty oder Pur brauchst du 4 bis 5 Schläge. Das heisst, je höher der Level, umso günstiger wird das reparieren, weil ich habe in der Zwischenzeit glaub, mehr Eisen in gewisse Werkzeuge investiert, als sie in der Produktion kosten würden. Ja, das ist bei mir genau gleich, ja. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die aktuelle Basis. Das ist eigentlich, weil neuerdings gibt es ja so Höllen vom Game generiert. Das ist dann voll mit Eisen und voll mit jenstem Gugus. Und dort drumherum haben wir jetzt eigentlich unsere Basis bauen, um die Mine. Eigentlich habe ich nur anfangen mit einem einfach die Mine ein bisschen sichern, dass man dann richtig abbauen kann. Ja, was daraus entstanden ist, seht ihr ja hier.
Wir haben alle zu viel Freude gehabt, dass es jetzt Höhlen gibt und viel Material drin hat, das du kannst farmen. Also wir sind da fast 7. hoch, jetzt die letzten, ja, seit der Patch draussen ist. Wir sind fast jede Minute sind wir da am Bauen, am Fahren. 3,5 Tage. Ja. Also Das war die, der Mega. 24 Stunden sind wir sicher unterwegs gewesen. Ich laufe jetzt so die eine drum um. Nein, ich warte am Eingang. Weil ich komme dir mit meiner gebrochenen Scheiche nicht hin. Ja, das stimmt. Oh, drinnen gibt es nämlich auch viel zu sehen. Es ist riesengross geworden da. Ja. Also, gehen wir mal voraus. Heissen wir euch willkommen in der Schleuse, wenn sie mich reinlässt. So, komm zu. Nicht wundern über die Menge an Türen. Es gibt einen Bug, dass Zombies durch Türen durchbuggen und wir haben dann einfach gefunden, je mehr Türen, umso grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwo draussen bleiben. Das ist genau so, ja. Wer hat jetzt das Haus hier noch immer gebaut? Da hat aber das Haus vom Saramo, Ah, der Saramo hat das gebaut, genau. ist auch das zukünftige Grosslager. Nice. Ist da aber nicht mal etwas? Hübsche Aussichtsplattform und der Übergang ins zweite Haus ohne Schleuse. Das ist einfach, das wird alles Lager später, hat es geheißen. wow. Da müssen wir ordnen können. Ganz oben hat man so eine hübsche Aussichtsplattform gemacht mit Balkon und Fenster. Nice. Recht Mühe gegeben. Ja, muss ich auch sagen, da. Wow. Vor allem die Dachfenster, die gehen mir immer auf den Grind, wenn ich das so will. Ja, ja, sehr Mühe mit ihnen, ja, schnell mal gehört. Und da die ganzen Fensterfronten, die sind super da. Ja. Wow. Aussicht ist auch gut. Zombie-Horde. Ah, wir haben natürlich nichts abgestellt, ganz normal am Zocken nebendurch. Ah nein, das ist einer von uns. Das ist ein Zombie. Ich schon sagen, ich lehne denen meine zweite Schrotflinte aus. Ja, die Pistole hätte ich noch da, das würde funktionieren. Wir gehen gescheit da unten durch, hä? Ja, hat's auch gesagt. Die Schleusen ist schon sehr beeindruckend, auch mit dem Wehrgang rundum. Ja. Also es sie gesagt, ich bin sehr oft unten in der Höhle gesehen, wenn ich raufgekommen bin, ist ein neues Stück Wand gestanden. Das ist sehr verwirrend am Anfang, das muss echt Ja. sein. Also wir haben da einen schönen Wehrgang, der wirklich rundum geht ums ganze Haus und auch die Schleuse damit verbunden ist. Dass man beide Häuser gut kann verteidigen und sich die Nacht auch von Haus zu Haus bewegen. Wow. Ah, schon ein riesen Bunker. Die Zombies schlagen jetzt aber Beton schneller rein wie früher. Also die Concrete-Blöcke hier sind nicht mehr so sicher, wie wir früher können dahinter verstecken. Ja, schon, hä? Das hat alles Tandschuh gemacht hier, gell? Ja. Genau. Muss man auch noch erwähnen. Gebaut. Komplett. Seid übrigens vorsichtig für die, die den Patch noch nicht gespielt haben, mit Türen und Kerzen. Wenn ihr eine Kerze über der Tür habt und die Türe spickt euch nach oben, kann es passieren, dass ihr in die Kerze buggt und wenn ihr die wegnehmt, dann kriegt ihr gleich viel Fallschaden, wenn ihr aus 30 Block Höhe geht. Das sprich aus Erfahrung, ist mir 3 oder 4 Mal passiert. Oh ja, Türen Scheiche im Moment. Auch hier wieder der Wehrgang, der rundum geht. Du hast da schon richtig fleissig gewesen. Oh ja. Ah, was die jetzt eigentlich mit Beton hat, das ist super. Mit all diesen Schiessscharten hier noch durch. Kannst du eigentlich hier mit dem Pfeilbogen durch, glaube ich, nicht? Nein, Pfeilbogen und Armbrust können immer nur nicht durch Gitter und Fenster schießen. Echt, dass wir das so mal getestet haben. Ja, überall kann man drum umlaufen, das ist schon geil gemacht. Ja. Die neuen Bäume solltest du noch erwähnen, wenn wir schon an den Fenstern stehen. Da. Ah ja, die neuen Bäume, ja. Die sind wirklich Hammer, die wachsen jetzt wunderschön, also sie wachsen richtig. Und je grösser sie sind, umso mehr Holz gibt es auch, das hat ja früher zum Teil ein bisschen gesponnen. Aber es gibt leider immer nur einen Sohn, es ist egal ob du Birken oder eine Tannen abhast, du kriegst am Schluss einen Ahorn. Ja, es ist immer so, im Moment ist es noch ein bisschen buggy. Die können noch etwas machen im Patch. Ja. Überall natürlich Kisten verteilt. Ich bin noch ein bisschen am Sortieren. Wir sind halt noch im Bau. Genau. Hier war ursprünglich eigentlich unsere Forge-Ecke. Da haben wir alle unsere Forges drin gehabt und wir dachten, wir machen das ein bisschen nebendran. Aber mittlerweile haben wir der Patchcat ein bisschen besseren Ort gefunden für unsere Produktion und dann kommen wir dann dazu. Ja, was auch noch wichtig ist, man fängt jetzt Feuer.
wenn man durch Flammen läuft, also durchs Lagerfeuer. Darum ist unser Feuer hier auf einem Block oben drauf. Ja, merkt nicht das. Nicht mehr der Feuer laufen. He. Das ist nicht mehr so gesungen wie auch schon. Keine warmen Füße mehr. So, das hat du alles dann schon gemacht hier. He? Der obere Teil vom Gebäude hat komplett See gebaut. Ich habe nur Runden gemacht. Unser Dachgarten hier. Ah, das ist geil. Wow. Da hat es sich Und richtig Sarah- schön Mühe gegeben. Darum und anschönen Dachgarten. Wow. Das Zeug wächst da schön, he? Finde ich echt gut, dass das Licht jetzt auch durch zu wenige Scheiben gut durchfällt. Das Zeit lang hast du müssen schräg stellen, was Ja. Bauen extrem Ja. mühsam gemacht hat. Obwohl ich das eigentlich noch gerne sehe, schräg gestellte Fenster, das sieht noch geil aus. Ja, aber es macht das Bauen aber eine gewisse Höhe macht es extrem mühsam, weil die Startung ja immer schlimmer wird, je höher du oben bist. Ja, das stimmt, Ah. ja. Könntest du die Türen noch für mich aufschließen? Die hast du irgendwann mal aus Versehen abgeschlossen sehen. Ja, die schlacken. Jetzt ist gut, he? Ich denke, Glück, das will dass mich wir das gesehen. einsperren. Ah, das tust du auch ein bisschen buggy. Manchmal tust du die Türen beschließen, die eigentlich nicht drückst zum Beschließen. Da haben wir, draussen haben wir noch einen kompletten Wehrgang um beide Gebäude herum, auch mit Metal Trussings, dass man runterschießen mit der Schrotflinte. Wir haben sehr darauf geschaut, dass wir uns auch gegen grössere Wanderhorden gut verteidigen können. Ja, weil das Problem ist, jetzt haben wir ja früher immer geschafft mit einem Burggraben. Aber Zombies heutzutage in den neuen Patch, die zerkehren zu sogenannten Gore-Blöcken. Und die stapeln sich nachher auch. Also du kannst die Zombies nicht mehr einfach liegen. Das ist wie Tier. Die musst du ja die Leichen musst du auch verschwinden. Also wir sind da schon angegriffen worden, da haben sich nachher 4-5 Zombies gestapelt. Das ist jedes Mal ein Block hoch. Also gestern Nacht sind sie fast bis da oben gekommen, Oh, sogar. an der Wow. Kante. Weil die Leichen liegen aufeinander und dann ist der Block, der von der unteren Leiche verwandelt sich schon in einen Block. Also es gibt 3 Status. Es gibt zuerst einen normalen Zombie, wo du looten kannst. Dann werden alle zu einem blutigen Crawler. Mit Unterhosen und dann zerfallen sie nochmal, da ist ein Skelett und dann der letzte Punkt ist, dass es ein Block wird, so ein rotbrauner Matschklumpen. Und die stapeln sich und wenn dort schon eine Leiche drauf liegt, wird da oben drauf nochmal zum Klumpen und so weiter. Das heisst, es gibt so richtige Türme, dass sie durch die Festung reinkommen. Das heisst, wir müssen uns ein paar neue Sachen überlegen dagegen. Ja, unbedingt. Mit einem Pfeilbogen kriegt man es aber gut weg, das Zeug. Ein Pfeil, das ist relativ günstig. Weil du kriegst für die Kosten von einem Armbrustbolzen kriegst kriegst 5 Pfeil. Kannst sie wegräumen. Ja, ein Schuss und sie sind weg. So. Eben, wenn sie neu im Spiel ist, sind die Minenschächte, die Tunnel. Höhlen. Die Höhlen, genau. Und eigentlich hier, da haben wir so gefunden. Also im Großen und Ganzen haben wir da nichts gemacht. Wir haben einfach zwischendurch auf der Seite ein bisschen etwas rausgehauen. Aber die Höhle war so gewesen. Und wir sie gefunden haben, wir haben jetzt einfach drunter, haben wir ein bisschen ausgebaut. Die Patschke hat sich ein Häuschen gemacht. Oh ja, so ungeschlupfen, haben wir ein Häuschen gemacht. Du. Eben, Achtung Feuer, he? Das ist auch so ein ewiges brennendes Feuer. Ja, das ist auch so ein Bug, wenn du das Spiel zumachst und es ist noch was im Feuer drin, dann verhundertfacht sich die Brennzeit irgendwie. Wir haben unten eine Forge, die brennt glaube ich noch 1800 Minuten. Weiter dran. Oh, eben, das Säle, das war schon da gewesen, he? Also das ist komplett so gesehen, das Einzige was wir gemacht haben, oben an der Hütte, wenn wir jetzt hier offen gehen, an meiner, das ist ursprünglich eine Minenplattform, ist jetzt aber das Material da oben gekommen. Da hat es dort, wo die 2 grossen Bühlen sind, relativ viel Material an der Decke, in Form von Eisen. Und weiter hinten hat es dann noch Blei und Kohlen und so, aber im Grundriss, da hat es Eisen gehabt, da haben das dran wollen und so ist das Häuschen entstanden. Nice. Acha kann ich am gescheitsten ins Wasser. Ja. Auch sehr schön sind die Jo. Stalagmiten und Stalaktiten da rundherum. Ja, das ist geil. Sie haben sich richtig Mühe Voll. gegeben mit dem neuen Patch. Grafiktechnisch haben sie recht reingeschraubt dran. Oh, da hat es noch Nitrat unter Wasser, das müssen wir noch holen. So, jetzt zeige ich noch die mein Häuschen dahinter. Wir könnten nachher sonst eine natürliche Höhle zeigen, wenn du willst. Das könnte man nachher schon machen, ja. Es hat eine, die ist da gerade um eine Ecke. Okay. Ja, die haben wir uns für das Let's Play auf. Okay, können wir auch. Das musst du entscheiden, du nimmst auf. Ihr seht, der hier unten ist jetzt zum Beispiel so, das ist alles Potassium. Nein, das ist Blei. Ist das Blei?
Ja, Potassium siehst wenn du hier runterkommst und unter dem Häuschen durchschaust, auf der anderen Seite ist der Schweisslicher. Ah, okay. Blei ist so stumpf. Das ist ja gut, das ist ja gut. Eben da, die Dinger sind auch neu. Also passieren kann ihm noch nichts, da kann man drauf rumkumpen. Da wird man nicht Ah, ja. gepfählt. Ja. Und, Das wäre noch lustig, wie gesagt, wenn du in eine Höhle reingehst und unten hat es von diesen Spitzen. das ist wirklich noch lustig. Ja, nachher mit meinem Häuschen hier habe ich versucht, der ganze Stein ein bisschen einzufließen. Ein bisschen ein Steinhäuschen gemacht. Hier unten ist eher so ein bisschen der Schlaf- und Lagerplatz. Ich habe hier sogar einen Aufgang vergessen, der ist aussen nachher. Ist mir der schnell in den Sinn, dass ich das eigentlich mehrstöckig machen könnte. Welche ist eine Baustelle? Der Wagen ist außen. Das ist ja so, ja. So, hier fehlen noch ein bisschen Möbel. Ich hatte ein bisschen zu wenig verwünscht. Aber der zweite Stock ist schon ein bisschen eingerichtet. Das ist dann meine Stube hier. Schön mit der Steinmauer. Wow. Sieht heiß Schön. aus, hä? Also ausgerüstet habe ich es jetzt auch noch nicht gesehen, darum nicht wundern, wenn ich mit Stuhl. Ich kenne es nur als Rohbau, weil ich oben drauf abbaut. Ja, genau. So, und oben drauf hat es eben noch sehr, sehr viel Eisen zum Beispiel. Und überall jetzt da noch Kohle hat es glaube ich auch noch, hä? Ja, Kohle hat es auch noch ein bisschen. Und das ist jetzt so ein bisschen einfach, ursprünglich hätte das eigentlich nur zum Abbauen sollen da sein. Aber ja, nachher gerade durchgezogen hier und ich dachte, wow, da haben wir noch einen Stock mehr. Dann. Das ist schon schön. Vorteil daran ist ja mit dem Panic Room. Genau. Wenn Zombies oben in den Höhleneingang reinkommen, können wir bis zu meiner Plattform zurückfallen und uns dort wehren und nochmal weiter zurückfallen. Ja. Weil, Oh. Wenn hier mal einer würde der Tilly kommen, aus irgendeinem Grund, dann kommt er nachher auch nicht wirklich weit. das ist ja gesehen, als ich meine Plattform gebaut habe, hat es von oben recht geklopft. Dort hat es ein richtiges Loch in der Decke oben dran, also vom Rasen aus. Wow, okay. Obwohl ich schon relativ tief bin. Wer ist da so am Rumschießen? Tönt nach Horde da oben. Aha. Zeigen wir jetzt aber nicht, für das wir das Let's Play schauen. Genau. Das ist nur eine letzte Show. Das ist so. Was wir jetzt noch haben, wir haben jetzt eine neue Sache, gell? Eine neue Fabrik. Ja, genau, unsere Fabrik. Gehst du gescheit schon hier voraus? Weil die finde ich nicht mal, wenn ich weiss, was sie ist. Also die Idee dahinter ist ursprünglich gesehen, wie mache ich einen Durchgang von unserer alten Base drüber, dass wir im Notfall schnell alle verteidigen können. Weil das YouTube hat immer wieder geflucht, dass er durch die Horde durchrennen muss, weil er der erste war mit Schrotflinten, um auf uns aufpassen. Und da habe ich hier ein Eisenvorkommen gefunden, das geht hier hinten, hat es noch Eisen. Falls ihr mein Licht seht, das weiß ich jetzt nicht, das packt er. Ja. Hier hat es noch Eisen und Materialien findet ihr immer hinter Gravel wieder, wie früher. Und ich habe den Tunnel aus der anderen Richtung gebohrt und bin dann per Zufall gerade hier rausgekommen. Wird dann auch noch hübscher irgendwann. Zeigen wir vielleicht nächste Let's Show. Aber wird sicher nicht das letzte sein, weil wir die eben auch nebendurch hier ein bisschen weiterbauen. Und dann ist mir die Idee gekommen, wir gehen über den Bedrock. Ganz unten auf der Karte, wo es nicht mehr weiter runtergeht. Weil dort hören die Zombies auch nicht, du kommst gut durch, bis sie bei dir unten sind, geht es Jahrhunderte gefühlt. Also bist du sicher. Und dann habe ich die Fabrik hier runter verlegt. Also jede Forge hat eine eigene Gussform, da hat es 2 mit Eisen, Blei und so weiter. Auf der rechten Seite sind Waffen. Und wir haben kein Problem mehr gehabt mit Spider-Horden, weil die hören das gar nicht da unten. Nice. Der Chunk ist nämlich 16x16x16. Wir sind 60 Block unter der Erde, also wird der Chunk nicht heiß genug oben. Ja. Wow. Also zum Glück hast du Licht dabei. Ah, hier jetzt ist es ein bisschen Da habe ich Kerzen. beleuchtet. Es ist auch ein bisschen tricky mit Fackeln und Kerzen. Also wenn die jetzt hier auf dieser Höhe sind und der Gang nur eins breit ist, bleibst du dran hängen und so Zeug. Ah, okay. Darum habe ich den Gang müssen so unsymmetrisch machen. Ein bisschen höher, hä? Ja. Also, nur bevor jetzt jemand fragt, das ist Sport. Ich habe das nicht mit der Spitzhacke gemacht, ich bin nicht irre. Ja, man ist zum Glück recht schnell. Der Bohrer findest du jetzt alle Einzelteile. Aber die ist, wenn du ein bisschen gehst schauen in der Stadt, ist das schnell. Also. Lauf rückwärts, dann siehst du etwas. Ah, wäre noch cool. Merci. Bitte, Ja, ich bin kein nicht sicher. Die Kettensäge, Licht. die
Kettensäge ist das gleiche, sind nicht Einzelteile. Der Motor ist glaube ich das gleiche Untergriff und Ich glaube es, ja. die Klinge ist anders. Wenn du mal eine zusammengesetzt hast, kannst du die nachher tauschen. Hast du das mal, hast du das schon mal angeschaut? Die Teile haben eine Qualität, das ist nicht mehrere Qualitäten über der Waffe. Okay. Wow, wieso kann ich da nicht... Oh, du hängst... Ja, Ah, jetzt ist gut. jetzt, du hängst an der Licht... Du hast irgendwo eine Fackel in die Wand gepackt. Das tut nach Horde hier, hä? Ja. Eben, wenn wir Waffen haben, ja, es ist ja auch... Es ist 12 Es ist Nacht, ja, nicht zu gross raus. Wir bleiben drinnen. Hier komme ich raus bei beim Haus, das auf dem Wo Stein wir ist, oder? gestartet sind, ja. Genau. Genau. Ja. Du kommst eigentlich gerade bei der Leiter raus, also bei der Stege, wo wir offen sind, kommst du raus. Nice, Aber ich super. glaube, wir bleiben jetzt mal da drinnen. Ja, ich würde sagen, wir bleiben da innen. Was ich auch wollte sagen, eben, wenn ihr Waffen habt, die könnt ihr jetzt als Einzelteile auseinandernehmen. Die haben, wie gesagt, verschiedene Teilequalitätsstufen. Das heißt, wenn ihr eine super Teile habt, aber 3 schlechte für eine Schrotflinte, dann ist die Schrotflinte auch nicht so super. Aber ihr könnt es einbauen, dass ihr ein bisschen genauer schießt und dann nacheinander eins von diesen 3 Teilen ersetzen. Wir müssen einfach jetzt mal die Waffe nochmal kurz neu craften, aber das geht 30 Sekunden und dann habt ihr immer eine bessere und effizientere Schrotflinte. Nicht schlecht. Guter Tipp, guter Tipp. Weil, jetzt haben wir euch eigentlich schon alles gezeigt. Ihr wisst, wie weit wir sind. Ab nächster Woche geht es dann los mit einer neuen Basis, mit einem richtigen Let's Play. Da werden auch ein bisschen verschiedene Leute dabei sein. Mal schauen, wer das da oben Lust hat. Im Moment sind wir zum Teil 7, 8 hoch auf dem Server ein bisschen am Umbauen und machen und tun. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, die kleine Präsentation hier. Und ihr werdet beim Let's Play auch wieder einschalten. Merci vielmals fürs Zuschauen. Tschüss zusammen, euer Nulu. Ciao!